Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Jenova haben wir im letzten Teil hier erschlagen an Bord und Sephiroth und Jenova haben ein ordentliches Blutbad hier angerichtet. Sephiroth lebt, es war heißen Land. Existiert's wirklich? Und wir kommen in Costa del Sol. Da ist es auch schon. Die Bucht, die wir da in Junon gesehen haben, ist, wie ihr sehen könnt, für Schiffe geeignet. Das gute Ding dockt jetzt hier an. Und zack. Nicht gerade gut die Lücke getroffen, aber Ende von deiner Ärmchen. Und ihr hört schon an der Musik, es ist entspannt hier. Verdammt echt heiß hier, aber ich fühle mich besser, weil ich mich jetzt von der Matrosenkluft verabschieden kann. Hören mal her, seht zu, dass ihr euch und das Volk mischen. Oh, schade, Barret hat so süß ausgesehen, Matrosenkluft. Was Menschen mit süß? Finde ich auch. Barret benutze doch als Pyjama. Oder Volk. Denken an das Sephiroth. Denkt dran, wir sind hier nicht im Urlaub, wir sind hier am Sephiroth her. Ich gehe voran. Volk, du bist doch da immer abschweift. Ich habe hier nichts verloren. Wenn euch bitte beeile, die Hitze trocknet meine Nase aus. Alle hopp, wir machen eine Pause, bevor wir weitergehen. Gehen nicht so weit. Ich gehe schwimmen. Gute Idee. Volk, keine falsche Hoffnungen. Dein kühles Äußeres zeigt Risse. Alle hopp, geh mal. Okay, die Mädels gehen baden. Ihr seid blinde Passagiere, stimmt's? Na, ist okay, bin dran gewöhnt. Bevor ich gearbeitet habe, war ich Arena von Eich. Costa del Sol, Urlaubsparadies. Hier scheint immer die Sonne, Summa das ganze Jahr über. Ich kann das nicht, am besten froh ich im fremden Büro. Da oben sehen wir ganz rechts, aber ich glaube, der Zeng dürfte da aber auf dem Leuchtturm stehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er das ist. Ich bin so cool. Oh ja. Und du? Sieht ganz gut aus, oder? Kabang, ich hab nicht dich gemeint. Ich meine Präsident Rufus, charmant, reich, blond, schicker Blazer. Naja, ich finde eher, das sieht aus wie ein Malermeister Arbeitsuniform, aber na gut, wenn ihr das meint. Oh, ich höre schon an der Musik, die Annelien kommt. Nee, es ist wohl doch nicht der Zeng, das ist doch nur irgendein anderer Lotse, der jetzt unten steht, neben den zwei Matrosen. Und die Leitrunner winkt. Der Barte-Typ, der will sich das auch angucken. Und da kommen der Heidecker und der Rufus raus. Das war vielleicht eine lange Bootsfahrt. Ja, gute Arbeit von aller. Beeil dich damit. Ja, Sir. Ich hab gehört, dass Sephiroth war an Bord. Ja. Uns scheint, die Wolke und die anderen waren auch an Bord. Ja. Sie sind uns alle durch die Lappe gegangen. Desmond hast wirklich großartig vermasselt, Heidegger. Ich bin sehr beschämt. Ist es alles? Silbische Antworten gebe und sich für alles entschuldige? Fertig zur Abfahrt, Sir. Wie er betet, der Heidegger, und dabei mit seinem Fuß rumkloppt. Mach was, ich will Resultate sehen. Jetzt muss er wieder sein Unmut an der Leit auslassen. Und stürmt sogar noch den Bademeister hinterher. Okay, er darf nicht mitfliegen, bevor dass das richtig verbockt hat hier. Und da guckt am Heli noch.
Ja, der kompetenteste Mitarbeiter ist der definitiv nicht. Das kann ich mal so bestätigen und so unterschreiben. Oh, toll, so ein weiches Bett. Da muss ich sagen, ich bin eher der Kaltschaumatratze-Typ. Seitdem ich Kaltschaumatratze habe, die sich auch schön im Rücken anpasst, schlaf ich eigentlich besser. Kraftkapsel habe ich erhalten. Ja, Sir. Die Objekte sind gratis. Bitte bedien dich. Na dann. Motordrive erhalten. Was ist dann Motordrive? Was ist dann das Ganze? Kraftkapsel erhöht Stärkewerte. Und die Abwehrkapsel, die kriegt nur die Wolk. Das scheint dauerhaft zu sein. Motorfaust. Okay, das scheint was für die Tiefer zu sein. Haben wir noch irgendwas Tolles? Der weiße Umhang, der schützt vor Frosch, Zwerg. Das ist noch ein toller Zauber, den man mitkriegen werden. Frosch verwandelt einen Charakter in einen Frosch, wie es der Name schon sagt. Dafür braucht man dann das Objekt Jungfernkuss, um das aufzuheben. Und Zwerg, wie der Name sagt, verkleinert einen Charakter und lässt ihn dann dort mit weniger Angriffskraft und so weiter haben. Sternamulett, okay. Alles klar. Und was ist hier Schönes drin? Feuerring erhalten. Was macht der Feuerring? Schützt vor Feuerzaubern. Das ist nicht verkehrt. Ich gebe das jetzt mal um Cloud. Da pfeifen wir jetzt mal kurz auf die Vitalität. Und Schutz vor Feuer klingt doch sehr gut, gerade in so einem Gebiet wie Costa del Sol, wo wir wohl eher mit Feuer rechnen müssen oder mit Häse-Sache. Ist nicht langweilig. Ach, die viele Kämpfer. Das ist doch okay, ihr warten einfach zu viel. Na dann. Gehen wir mal in die Bar und trinken mal einer. Willkommen zur Bar del Sol, tropische Nächte gefällig. Okay. Lauter so Muschelprotze. Der Mucki. Ich mag die Stadt, wenn du nackig bist, wird es gerne Schere. Wie bestelle haben wir jetzt über? Ich kann heiße Orte nicht vertragen. Yeah, Snowboarding ist das Jahr angesagt. Surfer hängt man zum Hals raus. Wir sind jetzt alle auf dem Weg rüber zum Gold Saucer. Wir machen eine Menge Moos bei der Schokobo-Renne. Dann fahren wir zum Easycle Inn, zum Snowboarder. Alle hopp, warum da nicht? Lauter so braun gebrannte Bikini-Mädels. Am Meer stand so ein ekliger Typ, der hat mal zugewunken. Mir ist mulmig war und deswegen spiele ich hier. Was sagst du? 1, 2, 3 und los. Und du da? Der Butsch. Toll, wenn ich eine hübsche Aushilfe krieg. Okay, na dann. Behandlung, was machst du denn schon? Wiederbelebung, das ist natürlich ochsengeil. Zauberer Materia Versiegelung. Wir sollten ein paar Sachen verkaufen, denke ich. Zum Beispiel 4 Slots können wir verkaufen. Wir können den weißen Umhang verkaufen, weil so wichtig ist das jetzt auch nicht. Den Mithril-Clip, den können wir auch verkaufen. Den Mithril-Säbel genauso. Schützt vor Gift. Wie kommt das? Hauen wir jetzt auch raus. Und Sterne-Amulett auch vorne mit. Dann haben wir jetzt jede Menge Geld. Und können mal ein bisschen was kaufen. Und zwar Behandlung haben wir, glaube ich. Wiederbelebung ist wichtig. Und Versiegelung haben wir noch nicht. Jetzt gucken wir gerade mal, was die Dinger können. Wiederbelebung ist sehr, sehr gut. Das ersetzt die Phönixfeder. Und Versiegelung setzt in Schlaf oder Schweigen. Ich finde aber die Sache, die wir hier haben, sind alle durchaus sehr wichtig. Nur auf alle könnte man vielleicht verzichten. Wie sieht es dann beim Barret aus? Hitze und Analyse. Na gut, Analyse ist jetzt nicht so wichtig. Vor allem, weil er es zweimal hat. Da bin ich doch stark dafür, dass der Barret die Wiederbelebung kriegt. Und der Red, was hat der noch? Der hat noch alle. Na gut, komm, pfeifen wir auch auf alle. Und machen die Versiegelung rein. Dann machen wir das doch so. Okay, was hast du noch, guter Mann? Behandlung, das ist ja nur die Heilung. Wobei Behandlung. Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube aber, ja, Barret hat schon Behandlung, genau. Okay, jetzt noch einmal. Wir haben Behandlung, wir haben Wiederbelebung, wir haben Genesung, wir haben Versiegelung, Hitze, Kälte und Gewitterhämmer. Okay,
Das waren doch schon mal 2 schicke Sachen, die der gehabt hat. Da ist noch ein Hotel. Wie wär's mit dem Souvenir? Goldene Nadel, nur ein Costa del Sol erhältlich. Okay, was ist goldene Nadel? Neutralisiert Versteinerung. Dann hätte ich doch sagen, wir decken uns so mit Ei. Und da bin ich auch stark dafür, dass wir noch mehr nehmen. Da haben wir genug. Einen Heitrank nehmen wir noch einer. Wir haben ja jetzt genug Zeug verkauft. Da nehmen wir auch noch 2. Hyper, das brauchen wir jetzt nicht so sehr. Zelt haben wir auch noch eins für den Notfall. Ich denke, das ist soweit ganz ordentlich, was wir jetzt haben. Ach, was unsere Bewaffnung angeht, sollten wir eigentlich schon sehr gut sein für unseren jetzigen Standard. Verdammt schade, hey, du hast du Freund oder Freundin? War vor kurzem hier und hat dir gesagt, du solltest besser suchen. Was wirst du denn machen? Will ich einfach vergessen und ins Bett gehen? 200 Gil pro Nacht. Ich hab was anderes überlegt. Ja, vielen Dank, mach keine Sorge, guck mal wieder neu. Okay. Ja, da können wir dann uns ausruhen. Und sogar mit Poolbillard. Ich liebe ja Poolbillard. Da war ich früher recht gut da drin. Habe aber schon lange auch nicht mehr gespielt, muss ich gestehen. Aha, was ist hier los? Oh, Volk! Ey, guck dir das mal an. Aha, den kennen wir doch. Wer? Hojo? Das Mädel im Bikini? Der Mann da drüber, ist das der Hojo? Geh rüber und sprich mit ihm. Okay. Also, wie sieht's aus mit dir, mein Lieber? Gott, was willst du? Ist das der Hojo? Was will er? Ja, stimmt, das ist der Professor. Professor, da ist jemand, der so sprechen will, Sir. Ich bin beschäftigt. Aber schade. Nee, wart. Ich erinnere mich an euch. Ja. Jetzt erinnere ich mich. Es ist lang her, Volk. Hojo? Manchmal muss man einfach Dinge wie die hier machen. Was machst du denn? Seht ihr das nicht? Ich bräun mich. Im Laborkittel natürlich. Antwort mir. Ich glaube, wir haben beide das gleiche Ziel. Du Mensch, das Sephiroth? Hast du ihn gesehen? Ich verstehe. Was ist? Nix, ich erinnere mich gerade mal an eine bestimmte Hypothese. Hast du nie das Gefühl, dass du von etwas gerufen wirst? Oder dass du an einen bestimmten Ort gehen musstest? Ich gehe hier, wo immer Sephiroth sein Unwesen treibt, um ihn zu schlagen und allem ein Ende zu machen. Ich verstehe, das könnte interessant sein. Warst du Soldat? Magst du mal Versuchskanickel sein? Oh, was denn jetzt? Du ziehst dein Schwert? Halt, Volk! Oh, der arme Red. Sag mal, bist du nicht vom alten Volk? Ich bin die Eris. Du könntest dich wenigstens an meinen Namen erinnern. Ich will, dass er mir etwas sagen, Professor Hojo. Oh, wie vornehm ihr. Ich weiß, dass ich vom alten Volk bin. Meine Mutter erzählt's mir. Deine Mutter? Der Mensch, die Inferna. Wie geht's ihr? Wissen Sie es da noch nicht? Sie ist tot. Ich verstehe. Professor Hojo? Ist Nova vom alten Volk? Ist Sephiroth vom alten Volk? Haben wir alles gleiche Blut? Doch, Wester. Er murmelt vor sich hin, das kann nur bedeuten, er hat was zu verbergen. Antwort mir. Oh, der arme Red. Das hat keinen Sinn, das ist zwecklos. Nicht mal in der Hitze sieht er sein Laborkittel aus. Ich schätze, es weist ihn als Intellektuelle aus. Tja, oder als Blödmann. Ich wär's geflüchtet vom Professor Hojo übersetzen, noch Wester am Berg Korell vorbei und weiter. Hörst du das? Ich hab's selbst nicht gut verstanden. Ich wär gerne Versuchskanickel, besonders war der Professor Hojo. Ach du liebe Zeit. So schön kann der jetzt auch nicht aussehen, so ein Blessling, der sich sogar im Laborkittel sund. Okay, also noch Wächter über den Berg. Alles klar. Da geht's jetzt drüber.
Gut, Wächter kann ja nur hier wieder sein in der Gegend. Und da haben wir wieder der weiße Punkt. Ist sogar in unserer gelben Anzeige drin. Dann sehen wir da was Verdächtiges aber am Berg. Und da hinten ragt schon etwas auf. Das wird etwas sein, was uns später noch wichtig, was für uns später noch wichtig ist. Die haben in Costa del Sol ja auch den Gold Saucer erwähnt. Und ihr könnt euch denken, Gold ist hier nicht verummer. Was das aber ist, der Gold Saucer, das will ich noch nicht vorwegnehmen für alle von euch, die Final Fantasy VII noch nicht wirklich kennen. Oh, was ist dann das Schickes? Grangalan. Alles klar. Dann hauen wir da mal auf Grangalan mit seinem silbernen Rad. Und ja, wie gesagt, ich mag euch noch nicht vorwegnehmen, was dann der Gold Saucer ist. Weil das wird noch eine riesige Überraschung für euch sein, wenn ihr es noch nicht kennen. Oh, eine Matryoshka-Puppe. Dann würde ich mal sagen, wir machen mal Shiva auf alle. Das reißt zwar immer jede Menge MP raus, aber trotz allem ist eine Beschwörung immer sehr, sehr hilfreich. Und wie viel Schaden macht's? Es trifft jeden und macht sehr, sehr viel Schaden. Und der eigentliche Klopskerl ist auch kaputt. Dafür hat es im Barret fast der ganze Magiepunkte aufgebraucht. Wir kriegen hier 36 AP von der Kreatur. Das ist auch schon sehr cool. Ja, wie gesagt, ich mag für euch noch nicht vorwegnehmen, was der Gold Saucer eigentlich ist, weil da werden auch noch eine schicke Überraschung erleben. Jeder, der das Spiel kennt, wird sich auch früher erlöschen wegen der Musik dort. Aber ich mag echt noch nichts vorwegnehmen. Vorwegnehmen. So. Dann denke ich mal sagen, wir könnten alle Heilung vertragen. Und ich mag mal Ifrit ausprobieren. Silbernes Rad. Und Höllenfeuer. Ach, das ist immer bei Ifrit seine Beschwörungsformel. Und hier sieht er auch etwas menschlich aus. Es gibt auch Final Fantasy Teile, wo Ifrit eher an einen Hund erinnert. Also an einen Feuerhund sozusagen. Und die Kreatur ist kaputt. Alles klar. 10 AP hat es uns das nur gebraucht. Gehen wir hier über den Bergpass rüber. Und schauen mal, was wir hier so treiben können. Jetzt sind wir hier rüber. Und müssen hier offensichtlich durch eine Höhle durch. Und die Höhle, die führt uns hierher. Und ich mache jetzt mal ein bisschen früher Schluss, ihr liebe Leute, weil an der Stelle mag ich jetzt noch ganz gern mein Notfallzelt verwenden. Da mag ich hier wieder Ordnung haben. Und ich mag speichern. Und ihr liebe Leute, ich hoffe, es hat euch halt auch wieder Spaß gemacht. Und wir sehen uns, jetzt wo wir in der Korell-Region sind, sehen wir uns in der nächsten Episode von Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen wieder. Euer Yankee.